weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdecken und wirken müssen. Im Namen Gottes. Und mit diesem wunderschönen Anblick grüßt ihr zurück zu Fallout 3. Wir sind hier in Paradise Falls, also dem gefallenen Paradies für gefallene Paradiese, und müssen die 3 oder 2, 3, 8, 9, 30 Lamplighter befreien. Genau, damit wir mit MacCready ins Gespräch kommen, um in diesen Vault zu kommen, dass wir weiterhin dahin kommen in Richtung Enklave, Papa und etc. Du weißt eh ungefähr, was da alles passiert ist, hin und her und bla bla blub. Wir werden uns jetzt mal auf den Weg machen und schauen, wo wir die Kinder finden. Die müssten dort hinten irgendwo sein. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Was ist da? Nix. Okay, es ist mehr, wie ich geglaubt habe. Weil wenn nämlich noch weniger gewesen wäre, wäre noch weniger gewesen, dass noch weniger gewesen wäre, gell? Das Badezimmer. Au, 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 au. Hinein in die Toiletten. Mhm. Gott. Abfluss geht dazu nach Paradise Falls. Hä? I don't know, was hier abgeht. Warte mal kurz. Kann man da speichern? Jawohl, wir dann jetzt mal speichern. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was uns nun erwartet, aber wir werden einfach mal in den Abfluss steigen. Die Öffnung ist zu klein für ihre Körpergröße. Okay, ich hoffe, dass wir die kleinen Lamplighter dazu bringen, dass da durchkrallen. Durchkraxeln. Mhm. Also das Kraxeln mit X. Aktivieren die Kiste. Verschlossen und erfordert einen Schlüssel. Erfordert Schlüssel. Erfordert Schlüssel. Hä? Sie waren doch letzte Woche mit ihm hier unterwegs, oder? Irgendwas Gutes erwischt? Die kleinen Idioten sind uns entkommen. Weil das ist natürlich blöd, wenn die kleinen Idioten Alles ruhig hier. Wir hatten schon länger keine Razzien mehr. kommen sind. Wie ist es denn mit der Blondine gelaufen, die Sie hier reingebracht haben? Ehrlich? Gar nicht so schlecht. Von anderen kann ich das allerdings nicht behaupten. Wie war denn die Blondine? War sie noch lebendig oder schon knusprig? Das weiß man doch erinnert. Ich bin immer freundlich und trotzdem sind Sie, nun ja, immer so mies zu mir. Emir, lieber würde ich sterben, als Sie auch nur in die Nähe meiner Schlafstätte zu lassen. Aber Ihren Jungen da können Sie mir jederzeit schicken. Ah, Red, deswegen mag ich Sie so. Immer einen Scherz auf den Lippen. Möchten Sie einen Drink? Nur wenn ich eingeladen werde, Großer. Hallo. Eine falsche Bewegung und unser Fleischvorrat freut sich über Zuwachs. Wow. Hier riecht's nach Ödland. Aha. Okay. Das war jetzt die intelligenteste Aussage, die ich seit Anbeginn der Zeit gehört habe. Mhm. Ja Gott, oh Gott, ich sag das. Da machst du was mit dieser frisch versiebten KI. Warte mal kurz. Mo. Hören Sie zu. Ich unterhalte mich gerade mit denen. Ich will gar nichts davon hören.
gut hier, vielen Dank. Behalten Sie Ihre Pläne für sich. Im Ernst? Sie möchten hier sterben? Ausgerechnet hier? Als alter, nichtsnutziger Sklave? Ich meine, kommen Sie schon. Es gibt noch so viel zu... Bis später. Er fordert Schlüssel. Ja, aber wie komme ich da rein? Vorsicht! Frage mich, Hey, Sie! Können Sie uns hier rausholen? Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Sammy und komme aus Little Lamplight. Ich und Squirrel und Penny, wir gehören hier nicht her. Wir müssen nach Hause. Sie müssen uns helfen, hier rauszukommen. Ich habe keinen Plan. Wie sollte ich helfen? Wieso sollte ich helfen? Was habe ich davon? Hören Sie, wir gehören hier nicht her. Wir wohnen in Little Lamplight. Schon mal davon gehört? Bürgermeister McCready hat mich beauftragt, dich zu finden. Echt? Ich hab's gewusst. Ich war sicher, er würde uns rausholen. Aber dass er dazu einen Mungo wie Sie schickt, hätte ich nicht erwartet. Wie komme ich hier raus? Können Sie nicht einfach alle erschießen? Was Besseres fällt dir nicht ein. Hast du keine anderen Ideen? Naja, ich meine, Squirrel glaubt, er kann in den Computer hier einsteigen und die Halsbänder abschalten. Squirrel kennt sich mit Computern aus. Sie wissen nicht, dass er diesen hier repariert hat. Aber er ist, nicht mit dem Netz verbunden oder so. Warten Sie einen Moment, ich hole Squirrel. Er kann Ihnen sagen, was zu tun ist. Oh Gott. wie man zu einem Namen wie Bradbox kommt. Also, das ist eine da ist wirklich das Mungo-Mädchen. eigentümliche Frage. Red mit Wieso ihr. möchten Sie denn ausgerechnet das wissen? Na, jetzt bin ich gespannt. Also, Sie sind der Mungo, der uns helfen wird, oder? Uga, aga, Sammy meint, uga. Sie wollen den Plan wissen. Hören Sie also gut zu, denn es ist ein guter Plan. Ich bin nämlich sehr schlau. Wow. Ich muss sagen, ich bin geplättet. Oh Gott, ich muss nur wissen, was ich jetzt machen soll. Mann, Sie sind echt ein komischer Kauz. Gut, Sie machen Folgendes. Sie schleichen in das Zimmer des Chefs, steigen in sein Terminal ein und verbinden dieses Terminal hier mit dem Netzwerk. Glauben Sie, dass Sie das schaffen können, Mungo? Ich kenne mich, den Kaufhauscomputer mit sicheren Netzwerken, ja. Ich kenne mich mit Computern nicht so gut aus. Wo ist das Terminal, an das ich ran muss? Oh Mann, seid ihr Mungos denn zu gar nichts zu gebrauchen? Ich bin ein kleiner Junge und ich kann sowas. Und Sie schaffen's nicht? Also wenn Sie es nicht schaffen, haben wir noch eine andere Möglichkeit. Dafür müsste sogar Ihre beschränkte Mungo-Intelligenz ausreichen. Im Essbereich an der Wand gibt es eine Verteilerdose. Stecken Sie ein paar Kabel um und die Sache ist geritzt. Also Sie sollten jetzt entweder gut im Reparieren sein oder schleunigst lernen, wie man ein Terminal bedient. Oh Gott, das wird ja immer blöder. Wo ist das Terminal, an das ich ran muss? Ich habe Ihnen ja gesagt, das Teil steht im Zimmer des Chefs. Sie müssen sich reinschleichen oder so. Wie Sie da reinkommen, ist Ihre Sache, Mungo. Na gut, ich muss los. Gibt es keinen anderen Weg nach draußen? Sie sind wirklich nicht besonders helle, was? Nö. Ich sagte Ihnen bereits, das ist der Plan. Einen anderen habe ich nicht. Okay. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Wow, danke. Überanstrengen Sie sich nicht, okay? Bradbox ist ein komischer Name, da muss eine Junge, du Eichkatzerli, hau da kleine Eni, Alter. Mit Ihnen springen Sie auch nicht sanft um, oder? Zu mir sagten Sie, sehen wir mal, was in einen Brotkasten... Warte mal, was haben wir denn an Ausrüstung mit? Ja, ich habe aber nichts da, was irgendwie mir beim Aufklärungsrüstung, das könnte helfen. Na. Ja sicher, schieß noch los, du blöde Trutschen. Warte mal kurz, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das kommt davon, wenn man allens lang nicht mehr spielt.
da ist das, was ich gesucht habe. Naja. Ja, aber wie soll ich da in das Büro schleichen? Das ist ja gleich noch lustiger gemacht. Das ist sicher da drinnen. Wie viel sind denn das da überhaupt? 1, 2, 3, 4. 5. Da hinten 6, 7. 8, 9, 10, 11. 12, 13. Wie soll ich das denn machen? Machen wir kurz. Ich speichere da mal. Ich habe das so noch nie gemacht, weil früher einmal, wie ich das da ganz zu Beginn immer irgendwie gespielt habe, habe ich es nämlich so gemacht, dass ich alles zuerst niedergematzelt habe und dann, ja, ich schon wissen. Ich bin's, Leute, direkt vom Band aus meinem befestigten Bunker mitten im Höllenloch DC. Ist das Leben nicht schön? Eine Frage, Kinder. Habt ihr Lust auf ein 200 Jahre altes Salisbury Steak oder auf Nachrichten? Nachrichten sind euch bestimmt lieber. Bitteschön. Himmel, ich liebe dieses Vault-Mädchen. Okay? An einem Keine Tag noch Tagträume Lochbewohnerin, Warum am musst du nächsten immer schon brüllen, die Yodaji? Ich bin ja da. Tugendwächterin der Welt. Was ist? Sprichst du Sie mir hatte etwa? zu tun. Das Einzige, was Sieht ich so aus, mehr als hasse, hätte als ich ein mich zu paar gute wiederholen, ist, Nachrichten für wenn euch, jemand Leute. Ein zurückschimpft. großer Dank geht an den mysteriösen Es tut mir Reisenden leid. aus Vault 101 bitte? für die Rettung des Was kleinen war das? Dorfes Es tut Canterbury mir leid, Commons. Sir. Und vor Das wem ist wurde das besser. Dorf gerettet? Ich vor muss zwei zuvor. irren Superpsychos namens Mr. Eulogy? Aarmeisterin und Sie sieht mich schon Mechanist. wieder an. Mann, so ein Mist würde mir nie selber einfallen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Three Dog. Ahoo! Mr. Eulogy mag es nicht, wenn ich ohne seine Erlaubnis mit den Kunden rede. Okay. Jetzt schauen wir mal. Wo wir hier hin müssen. Oh! Wackelpuppe Sprache. Geil. Ich hoffe, dass ich das jetzt da irgendwie schaffe, weil das sind Terminals, die habe ich noch nie geschafft, da in 3 und New Vegas. Da. Da. Sehr gut. Netzwerkverbindung aktualisieren. So, und jetzt raus da. Ich muss was loswerden, Mr. Eulogy. Fang jetzt nicht damit an, Crimson. Ich bin nicht in der Stimmung. Nate? Wow, er hat Migräne. Diese alte Potsau. Hey Mungo, wir kommen hier raus, oder? Was ist los, Mungo? Ist das Terminal schon repariert? Fertig, das Terminal sollte jetzt einwandfrei funktionieren. Hey, klasse! Sie sind echt okay für einen Mungo, wissen Sie das? Wir sind also der Flucht einen Schritt näher gekommen. Okay, großartig. Was kommt als nächstes?
Nun, mit dem Terminal kann ich die Halsbänder deaktivieren und das Tor öffnen. Aber die werden uns nicht einfach rausspazieren lassen, wissen Sie? Es steht immer mindestens eine Wache am Pferch. Wir brauchen jemanden, der sich darum kümmert. Wir können nicht einfach hier rumspazieren, als würde uns der Laden gehören. Deshalb müssen Sie das für uns übernehmen. Verstanden? Wie soll ich die Wache loswerden? Ich bin dabei. Okay, keine Dummheiten. Verstanden? Hallo. Begrüße! Einrichten, dass 40 vom Sklavenpferd wegkommt. Feilschen plus 5 und warte mal, habe ich kein Level Up? Nein. Habe ich nicht, ne? Nö. Wovon reden Sie, Mann? Es ist doch alles bestens. Sieht doch alles gut aus. Sind Sie plötzlich blind geworden? Ich liebe diese Perücke, die ist so geil. Verstehen Sie, wovon ich rede? Ja, okay. Ich verstehe, was Sie meinen. Ich werde mich sofort darum kümmern. Wo ist der 40? Ah, der redet doch gerade, Das glaube ich, klingt gell? schon besser. Zeigen Sie etwas Initiative, bevor ich Sie verschachere und Ihren Job einem dieser Idioten aus dem Käfig gebe. Wieso da ist er? Wie ist das gleich? Kann ich mal kurz was Ehrlich? loswerden? Gar nicht Wenn so ich dich schlecht. störe, meine ich. Von anderen kann ich das allerdings nicht Es ist behaupten. nur letzte Woche. Hallo Forty. Sehe ich so aus, als hätte Es ich geht Lust um auf ein das- Schwätzchen naja, mit so einer Null? Ja, so schaust du aus. Ich glaube, es wäre ein... Haben wir einen Grund miteinander zu reden, der mir noch nicht bewusst ist? Die Bezahlung muss echt gut sein, um so einen langweiligen Job auszuhalten. Was? Ja, ich meine, die Bezahlung ist nicht schlecht. Was zum Henker geht Sie das an? Ich habe mich nur gefragt, das ist alles, sie verdienen wohl mehr als die anderen. Sieht so aus, als würden sie den Großteil der Arbeit hier verrichten. Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber sie sollten schon etwas mehr tun. Ich habe mich nur gefragt, das ist alles, sie verdienen wohl mehr als die anderen. Vielleicht. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, mich mit Eulogy mal über eine Erhöhung zu unterhalten. Zeit, sie Eine gehen zu falsche lassen, Bewegung. so wie es geplant Und unser war. Fleischvorrat Dann haben freut wir sich uns über beide allein. Zuwachs. Mann, Forty, haben Sie das gehört? Warum also glaubst du, dir einen Gefallen zu tun, wenn du mir auf die Nerven gehst? Wie oft haben wir das schon durchexerziert? Vor... Was geht ab, Mungo? Hey, was geht ab? Okay, die Wache ist aus dem Weg. Los geht's. Ach, keine Sorge. Wir kommen hier raus. Sam und ich schaffen das leicht. Wir passen durch den Abfluss im Bad, der für die Mungos zu eng ist. Sagen Sie Penny auch, dass wir abhauen müssen. Sie führt sich so bescheuert auf. Sie müssen mit ihr reden. Sprache 77, wenn sie nicht gehen will, soll sie bleiben. Nicht jeder kann gerettet werden. Was zum Teufel ist ihr Problem? Na, mach mal das. Wenn sie nicht gehen will, soll sie bleiben. Nicht jeder kann gerettet werden. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Zumindest Sammy und ich kommen hier weg. Okay, wir gehen. Wir sehen uns draußen, Mungo. Sicht. Bronson, können Sie denn nicht Ah! Verdammt, ein Kampf! Also mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet, Entschuldigung. Ja, was machen wir jetzt? I don't know. Überfordert. Boah! Alter. Powerrüstung. Powerrüstung muss her, unbedingt. Au! Ob ich ein bisschen ein Problem hab, ha? Alter, die zlängen mir. Ihr Schweindeln. Ja klar, und ich hab wieder die Hälfte daheim lassen an guten Sachen.
Wir haben eigentlich alles daheim lassen, fällt mir gerade auf. Na gut. Doch. Boah, ich komm nicht ins Menü. Alter. Warte mal kurz, kann man da laden? Boah. Wie ist das? Nicht so nah ran. Was war jetzt? Toll, danke Spiel. Mei. Hey, falscher Schritt. Reicht's. Okay. Schau. Hübsch, nicht wahr? Die Details regelt Mr. Eulogy. Was ist denn jetzt? Ich habe schon Leute dafür umgebracht, dass sie mich krumm ansehen. Ja, das interessiert mich aber weniger. Ich hab da ein bisschen einen kleinen Bug oder was? Sehe ich so aus, als hätte ich Lust auf ein Schwätzchen mit so Schau. Ich tu nix, gell? Ich tu gar nix. Außer mit deppert bewegen nicht. Da? Das ist unsagbar. Toll. Ich hab einen Bug gefunden, aber keinen Clan. Hey, aufpassen, wo das Ding hinschwingt, klar? Toll, wir haben einen Bug gefunden. Das ist geil. Warte mal. Ich geh nochmal daher. Ich muss was. Na? Hoffentlich geht das gut. Fang jetzt nicht damit an, Crimson. Ich bin nicht in der Stimmung. Es ist nur letzte Woche. Warum redest du immer noch? Habe ich dir nicht gesagt, still zu sein? Na? Ich will mich nicht schon wieder. Die Scheiße ist leider verpackt. Ja, wenn ihr eine Lösung findet für das Problem, schneid da an, gell? Bis zum nächsten Mal. Baba. Herzlich willkommen zurück bei Fallout 3 im Hauptmenü. Wie du siehst, das ist jetzt da an die letzte Episode rangeschnitten. Aus dem einfachen Grund, zwischen der ersten Aufnahme und dieser hier liegen knapp 1,5 Wochen. Genau. In der Zwischenzeit ist Folgendes passiert. Ich habe das Spiel unzählige Male deinstalliert und installiert, habe alles drüber laufen lassen, was halt im Möglichen ist, dass sie das Spiel synchronisiert und mit dem synchronisiert und mit dem synchronisiert. Und wir werden nun einfach mal die Starttaste drücken und sobald ich im Spiel drinnen bin, werden wir uns nochmal durch diese Hölle bewegen. Genau. Ich hoffe, dass der Bug verschwunden ist und wir wenigstens noch ein bisschen diese Geschichte weiter genießen können. Gibt ja momentan nur mehr genau 3 Spiele oder 4 oder 5. Es sind mittlerweile sehr wenige. Auf 2 Händen kannst du es abzählen, die mir noch Spaß machen. Bis gleich. Baba dabei. Ja, Sir. Sorry, Sir. Verdammte Scheiße, Forty. Ich bezahle Sie nicht fürs Schlafen. Sehen Sie sich um. Sagen Sie mir, was Sie sehen. Was soll ich mir ansehen? Sieht doch alles gut aus. Sind Sie plötzlich blind geworden? Muss ich meinen blinden Vize austauschen? Sehen Sie sich um.
Verstehen Sie, wovon ich rede? Naja, wenn Sie es so sagen, es gibt da wohl ein paar Sachen, um die man sich kümmern sollte. Ich mach mich dran. Das klingt schon besser. Zeigen Sie etwas Initiative, bevor ich Sie verschachere und Ihren Job einem dieser Idioten aus dem Käfig gebe. Hallo, Mal sehen, Luigi. wie die Geschäfte heute so laufen. Kann ich mal kurz was loswerden? Was immer du Wenn zu ich nicht sagen störe, hast. meine ich. Im Westen nichts Neues. Ich weiß, aber ich habe geglaubt, dass wir... Worüber ich reden wollte, ist über... Naja, Sie. Ja, genau. Grüße zurück in Fallout 3. Wie du siehst, wir laufen hier nun herum in Paradise Falls und ich traue mich ja nicht einmal meine Waffe ziehen. Warte mal kurz. Wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Wir werden das einmal speichern. Bitte warten. Neuer Spielstand. So, wir werden einen zweiten Spielstand anlegen. Einen großen, keinen kleinen, keinen automatischen. Weil Fallout hat das nicht gern. Ich ziehe die Waffe. Und jetzt, wenn ich die Waffe gezogen habe, hat er geschossen. Okay. Ich probiere es nochmal. Unser Ziel. Kann ich da zeigen? Daten, Aufgaben. Rettung aus dem Paradies. Skrill erklären, dass der Kaufhauscomputer jetzt mit dem Netzwerk verbunden ist. Okay. Wenn ich nicht störe, Mr. Eulogy, ich wollte kurz mal was loswerden. Ach so. Hä? Es geht um... Ach so, sie ist geduckt. Mhm. Unser Mädchen war geduckt. Ist auch eine sehr interessante Tatsache, die natürlich jetzt an jeden interessiert. Und wie du gesehen hast, wir haben ja im ersten Teil mächtig auf die Fresse bekommen. Ich hoffe, dass das jetzt gut geht. Warte mal ganz kurz. Ja, ja, halt die Pappen. So. Hey Mungo, wir kommen hier raus, oder? Was ist los, Mungo? Ist das Terminal schon repariert? Fertig, das Terminal sollte jetzt einwandfrei funktionieren. Hey, klasse! Sie sind echt okay für einen Mungo, wissen Sie das? Wir sind also der Flucht einen Schritt näher gekommen. Okay, großartig. Was kommt als nächstes? Nun, mit dem Terminal kann ich die Halsbänder deaktivieren und das Tor öffnen. Aber die werden uns nicht einfach rausspazieren lassen, wissen Sie? Es steht immer mindestens eine Wache am Pferch. Wir brauchen jemanden, der sich darum kümmert. Wir können nicht einfach hier rumspazieren, als würde uns der Laden gehören. Deshalb müssen Sie das für uns übernehmen. Verstanden? Ich bin dabei. Okay, keine Dummheiten. Verstanden? Sagt er zu mir, was? Ich kann anhauen und kann ihn da sitzen lassen. Okay, wir brauchen jetzt da +5 und wir nehmen mal die Rüstung da. Wir müssen jetzt ja mit 40 reden. Ja, 40 bin ich ja, aber nur hab ich mich noch besser gehalten wie er. Haha. Ich habe schon Leute dafür umgebracht, dass sie mich krumm ansehen. Kurz einen Blick, ich muss da kurz lauter dran. So. Haben wir einen Grund miteinander zu reden, der mir noch nicht bewusst ist? Die wird gleich was anderes bewusst, Alter. Die Bezahlung muss echt gut sein, um so einen langweiligen Job auszuhalten. Was? Ja, ich meine, die Bezahlung ist nicht schlecht. Was zum Henker geht Sie das an? Ich habe mich nur gefragt, das ist alles. Ich habe mich nur gefragt, das ist alles. Sie verdienen wohl mehr als die anderen. Sieht so aus, als würden sie den Großteil ihrer Arbeit hier verrichten. Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber sie sollten schon etwas mehr tun. Ich habe mich nur gefragt, das ist alles. Sie verdienen wohl mehr als die anderen. Vielleicht. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, mich mit Eulogy mal über eine Erhöhung zu unterhalten. Skrill mitteilen, dass die Wache abgelenkt wurde. Uah. Aber bevor es da jetzt losgeht,
So. Den nächsten Fortschritt speichern. Ganz wichtig. Was geht ab, Mungo? Hey, Alter. Ich hau da kleine eine. Okay, die Wache ist aus dem Weg. Los geht's. Ach, keine Sorge. Wir kommen hier raus. Sam und ich schaffen das leicht. Wir passen durch den Abfluss im Bad, der für die Mungos zu eng ist. Sagen Sie Penny auch, dass wir abhauen müssen. Sie führt sich so bescheuert auf. Sie müssen mit ihr reden. Wenn sie nicht gehen will, soll sie bleiben. Nicht jeder kann gerettet werden. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Zumindest Sammy und ich kommen hier weg. Okay, wir gehen. Wir sehen uns draußen, Mungo. Hey, Bronson. Hören Kurz einen Blick. Speichern. Sie zu. Hey, ich rede mit Ihnen. Ich brauche Ihre Hilfe. Klar, Bleak. Was brauchen Sie? Erinnern Sie sich, worum ich Sie gebeten hatte? Vorsicht! Unsere Abmachung? Können Sie Hey, es bald ein tun? Mungo hier Ich habe unten, Angst, der dass einfach uns die Zeit herumspaziert. Wir könnten uns dort so ein bisschen umschauen, nötigenfalls. Aufrahmen müssen wir sowieso. Beschädigter Gartenzwerg. Hat unser Charakter die Rüstung an? Ja. Wir werden sie benötigen. Gut, Bronson. Ich hoffe, ich kann auf Sie zählen. Erfordert Schlüssel. Und wieso habe ich jetzt durchs Kinderretten Karma verloren? Ich habe keine Ahnung. 7 Haarklammern noch. Na, toll. Erfordert Schlüssel. Paradise Falls. Da müssen wir auch reingehen. Zu den Toiletten, da waren wir aber schon. Weißt du, falls diese freundlichen Menschen uns angreifen wollen. Wie ist das Fleisch? Sehr lecker, danke. Hä? Jordan war so rotzbesoffen vor ein paar Tagen. Ich dachte schon, er würde sich umbringen. Das kann man laut sagen. Ich bin echt stolz auf ihn. Mir, Man möchte meinen, er wäre ein Carolina Reds. professioneller Säufer wie sein Vater. Durchsuchen Frank. Ob Okay. das etwas sein sollte, nachdem er, wissen Sie, Aha. streben sollte. Da hängen die Ich Leichenteile weiß, du bist der beste Sohn, den sich ein Sklavenhändler wünschen im kann. Schrank. Vom Frank. Sie sind so klein. Und du bist so groß. Super. Und? Was habe ich jetzt davon? Nix. Aha. Sehr interessant. Sehr interessant. Ich schaue nur gerade, wie viel Personal das die da haben. In letzter Zeit irgendwas gefangen? Wird jedes Jahr Nö. immer schlimmer. Gibt's keine Wie ist Ödländer das mehr Fleisch? oder was? Es könnte Alles schlimmer ruhig kommen. hier. Wir hatten schon länger keine Razzien mehr. Ich kann es hören. Sag mal, warum habe ich Karma verloren, wenn ich die Kinder da rette? Kann man das bitte irgendwer erklären? Eulogys Bude. Mr. Eulogy? Sie sieht mich schon wieder an. Aha. Kampfhelm. Einordnung, Einordnung. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Da wäre geschickter gewesen, wir wären einer gerannt, hätten alles niedergemacht und fertig die Laugen. Genau. Was? Da ist der 40. Was steht denn da herinnen? Ah, Whisky. Eulogy.
Das ist aber keinem aufgefallen, gell, dass wir da jetzt da die Kinder befreit haben. Naja, die haben Aufmerksamkeit. Mir ist ja da schon der nächste Bug. Die Kinder südwestlich von Skrill mitteilen, dass die Wache abgelenkt wurde. Haben wir aber gemacht. Die Kinder südwestlich von Paradise Falls treffen. Naja, probieren wir es mehr, so schief gekannt's nicht. Dauert wieder ein bisschen, bis ich reinkomme. Ich bin nur ein bisschen, momentan bin ich ein bisschen angefressen, weißt. Sämtliche Spiele, die ich irgendwie irgendwann einmal angefangen habe, ich meine, es sind eh nicht viele, aber meist mein Interesse sinkt momentan immer mehr an Videospielen, tut mir leid. Und momentan bin ich am Ausprobieren, welches das ich spielen kann, ohne dass ich nicht schon wieder auf Bugs triff und ja, was weiß ich. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich. Einen schönen Aufenthalt wünscht er mir, obwohl ich im Gehen bin. Mhm. Ja, cool. Ich habe mir Munition gespart, indem ich Paradise Falls so abgeschlossen habe. Geile Sau. Wir sind frei. Jetzt. Haha, wir sind raus aus diesem Drecksloch. Nicht schlecht, Mungo. Ganz und gar nicht schlecht. Wie gesagt, ich hatte einen guten Plan. Und er hat funktioniert, oder? Wenn Sie mal was brauchen, gehen Sie zu MacCready in Lamplight. Er hilft Ihnen. Danke, Mungo. Wow. Aufgabe erfüllt. Rettung aus dem Paradies. Ach, schön. Das ist das erste Positive seit langem. Na, bei Sprache haben wir jetzt momentan genug. Und zwar, ich möchte jetzt einmal angehen. Wir lassen mal da einen Punkt dazu. 19 Punkte haben wir ja. Feilschen. 41. Jetzt schau ich noch grad, wo haben wir denn einen 5er dabei? Schleichen. Weißt du was, wir dann da in Schleichen. Oder da haben wir in Sprache noch was dazu. Na, wir dann da in Schleichen. Das dazu. Und weißt du was? Sei's drum, wir sind halt barhart, Alter. Elektra. Intensives Training. Mit dem Extra-Training können Sie... Warte mal, wir haben noch irgendwo was. Schwarze Witwe. Na. Eisenfaust, Waffenfreak, bla bla bla. Mit jedem weiteren Rang des Extras Waffenfreak erhalten Sie weitere 5 Punkte für die Fertigkeiten kleine Waffen und Reparieren. Die Größe zählt, okay. Passt was? Wenn Sie das extra Auftragskiller besitzen, befindet sich an jeder guten Figur, die Sie töten, ein Ohr. Dieses kann an die durch das extra preisgegebene Person gegen Kronkorken und negatives Karma verkauft werden. Wenn Sie dieses Extra haben, befindet sich an Leichen böser Figuren. An wen wird angegeben, wenn Sie das Extra benutzen? Okay, das haben wir alles gemacht. Bis dato. Wenig ist das nicht. Absolut nicht. Boah, das ist so viel, ich weiß nicht was. Weißt du was? Da haben wir eigentlich noch nichts benutzt. Kind im Herzen.
Das extra Kind im Herzen verbessert durch einzigartige Dialogoptionen ihre Fähigkeiten im Umgang mit Kindern. Das hätte man eigentlich schon weit früher benutzen sollen, gell? Okay. Ich hätte gesagt, die Spur wird aufgenommen. Zugang zum Ort Little Lamplight beschaffen. Kurz einen Blick. Ja, passt was? Das machen wir. Reise nach Little Lamplight. Da hast du auch noch Level-Obergrenze, glaube ich, vor. Das ist jetzt nicht Ausschwindel. Ich glaube 30. Ja. Gegenstände. Wir werden diese Rüstung jetzt wieder ausziehen. Ah, das ist alles zusammen. Okay, passt. Unser kleines Schlawiner schaut schon so erbärmlich aus. Dann lassen wir es gleich erbärmlich anzogen, damit die Kombination passt, gell? Wir wollen ja ein fein abgestimmtes Detail haben. Ah, schön, der Bug ist weg, cool. Hey McCready, du alte Pfeifen! Sie schon wieder? Habe ich nicht gesagt, Sie sollen verschwinden? Kennst du den Weg? Ich muss zu Vault 87. Dort ist es nicht sicher. Nicht mal für jemanden, der so mutig ist wie Sie. Da gibt es Monster. Monster? Welche Monster? Die großen Monster da. Oh Die, Gott. die irgendwie wie Menschen aussehen, aber wo irgendwie nichts zusammenstimmt. Ja, was auch immer. Ich habe deine Freunde zurückgeholt. Darf ich jetzt rein? Schätze, Sie sind in Ordnung, Mungo. Kommen Sie herein, aber gehen Sie mir nicht auf den Geist. McCready, du bist mein Fallout 4a auf den Geist gegangen, du kleiner Depp, du. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sticky. Tut mir leid, dass ich deine Party verpasst habe. Ja, ich auch. Tut mir leid. Tja, Glückwünsche kann ich jetzt echt gebrauchen. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. So, Zeit zu gehen. ab Du kennst die Regeln. in Vault 87 und herausfinden, was Papa noch so für Schandtaten angestellt hat. Kampfrüstung. Wieso hat die, warte mal kurz, warum hat die Kampfrüstung mehr Schadensresistenz als wie die Powerrüstung? Das musst man bitte erklären. Mir ist wurscht. Ich bin nur gerade am Überlegen, was nehmen wir? Weißt du was? Wir werden uns trotzdem einmal auf die Powerrüstung verlassen. Tschüss, Sticky. Ja. Hallo. Tschüss, Sticky. Vorsicht! Ach Gott, McCready. Schon klein war er ein unsympathisches Arschloch. Und noch größer geworden, noch unsympathischeres Arschloch. Also, er führte ein Leben als unsympathisches Arschloch. Aus. Okay. Waffen. Wir brauchen Waffen. Haben wir nix. Du, da werden wir nicht mehr gescheite Muni. Princess. Machst du mir etwa das Türchen auf? Das wäre natürlich herzallerliebst. Nö, macht sie nicht. Hallo, ich weiß nicht, ob es Ihnen schon jemand verklickert hat, sonst sag ich's eben nochmal. Ich bin Princess, ich habe hier das Sagen. Sie halten den Mund und tun, was ich sage, weil ich hier die Chefin bin. Soweit alles klar? Also, wer sind Sie? Kind im Herzen, was auch immer. Wolltest du mir gerade Befehle erteilen? Süß, die kleine Prinzessin. Sie
sollten besser auf mich hören. Andernfalls sorge ich dafür, dass sie mein guter Kumpel RJ aus der Stadt oder noch besser in die Vault wirft. Also nerven Sie nicht, Frischfleisch. Nicken Sie artig und gehen Sie weiter. Dann werden wir, denke ich, gut miteinander klarkommen. Ich muss unbedingt, wie ist es so, ein Hintertor zu bewachen? Wie kommt so jemand wie du zu dem Spitznamen Princess? Warte mal. Wie ist es so, ein Hintertor zu bewachen? Es ist so langweilig. Es versucht so gut wie gar keiner mehr, durch das Hintertor reinzukommen. Ich habe gar keine Chance mehr zu schießen. Wär lieber am vorderen Tor, aber RJ hat mich gezielt hier hinten stationiert. Vorne hätte ich wenigstens eine Chance, unerwünschte Besucher abzuknallen. Sie mit einbezogen, Mungo. Warum schießt du auf mich? Es wäre ein Fehler gewesen, auf mich zu schießen. Ach echt? Was für eine lebhafte Fantasie Sie haben. Wenn Sie jemandem einen Bären aufbinden wollen, sollten Sie sich besser an die jüngeren Gören halten. Alter. Ich muss unbedingt zu Vault 87. Kennst du den Weg? Da geht keiner von uns hin. Ist echt übel da. Wenn einer was weiß, dann ist es der Bürgermeister. Ich bräuchte eine Wegbeschreibung. Nein, machen Sie einen Abgang. Ich muss Ihnen keine Rechenschaft ablegen, Mungo. Halten Sie den Rand und ziehen Sie Leine. Aber wenn wir schon dabei sind, gehen Sie mir nie wieder mit blöden Sachen wie Spitznamen auf die Nerven, klar? Oh, was bin ich froh, dass ich Ihre Erlaubnis habe, Schwachkopf. Es ist aber wirklich in die ersten Fallout-Spiele, da, ich meine, ich glaube sogar in die allerersten Fallout-Spiele war es sogar möglich, Kinder umzubringen, gell? Tja. Jetzt stellt sich mir die große Frage, wie kommen wir in diesen verfickten Vault? Was ist denn da? Die große Kammer? Notizen. Ja. Wir sind jetzt 3 Monate hier drin und es ist viel besser als am Anfang. Kinder können sehr wohl für sich selbst sorgen. Jason macht einen guten Job, indem er alle beschäftigt. Er sagt, dass wir hart zusammenarbeiten müssen, wenn wir überleben wollen. Ein paar Kinder sagen, dass wir wie eine ganz neue Stadt sind. Eine Stadt voller Kinder. Sie nennen es Little Lamplight. Das ist echt cool. Wir haben alle geheim gewählt. Und morgen werden wir Jason sagen, dass er der erste Bürgermeister der Stadt ist. Das wird ihn sicher freuen. Ja, das gefreut mich. Wo ist dieser MacCready? Die alte Potsau. Vorsicht! Knick, knack. Ja, ich knack da gerne. Wow, sind sie groß. Ich meine, größer als die meisten hier unten. Ich meine, größer als die meisten Großen, die wir noch nicht erschossen haben. Wie sind sie bloß hier runtergekommen, ohne erschossen zu werden? Soll ich sie erschießen? Ich will ja nicht, wissen Sie, aber wenn ich muss? Kind im Herzen, nein, du musst mich nicht erschießen. Stell dir vor, ich wäre ein großes Kind. Super. Sie mögen es nämlich nicht, wenn ich meine Knarre dabei habe. Musste sie abgeben. Das heißt, sie zu erschießen könnte etwas dauern. Ich heiße Zip. Glauben Sie nicht, dass das eine Abkürzung für irgendwas ist? Wüsste nicht wofür. Zippy, Zipperik, Zippeter? Alles klar. Schön, Sie zu treffen, großes Kind. Haben Sie vielleicht auch was für große Kinder dabei? Eine Nuka-Cola vielleicht? Ja, bitte? Oh Gott. Du hast doch gesagt, du bist auf der Suche nach Nuka-Cola. Ja, und ich habe jede Menge zum Tausch anzubieten. Wenn Sie aber keine Nuka haben, kriegen Sie gar nichts. Basta. Ich gehe, du bleibst weit weg von mir. Okay, bis zum nächsten Mal, Miss. Übrigens, gell, er, der kleine Zip, ist der Beweis, dass Zucker überbewertet wird. Ich suche den MacCready, diesen Affen. Hallo. Grüß die Lucy. Wenigstens eine, die Hallo sagt und mich nicht erschießen will. Carrie Delane. Carrie Delane. Das nehmen wir mal alles mit. Und hören wir uns noch einmal an.
Da ist nirgendwo was. Sag einmal, wo ist denn dieser McCready, diese Beutelratte? Wollen Sie nach Big Town gehen? Klar wollen Sie das. Big Town? Was? Was soll der Partyhut? Big Town? Da war ich schon mal. Okay, auch nach Big Town. Da war ich schon mal. Wirklich? Waren Sie schon mal dort? Ich meine, klar waren Sie schon da. Es ist eine fantastische Stadt. Aber genug geredet, gehen wir. Sie bringen mich doch nach Big Town, oder? Ich muss los. Warum bringen Sie mich nicht einfach nach Big Town? Da gibt's einen alten Spruch, der heißt, wer sucht, der findet. Ist er das nicht eh schon? Da ist er. Ich lasse nicht jeden dahergelaufenen Vollidioten in meine Stadt. Und wenn ich für Sie eine Ausnahme mache, gehe ich ein verdammtes Risiko ein. Sie sind also willkommen hier in meiner Stadt, solange Sie keinen Mist bauen. Sobald Sie irgendwas abziehen, stehen Sie wieder allein draußen. Ich will keinen Ärger anzetteln. Gut, weiter so, Mungo. Ich muss unbedingt zu Vault 87. Kennst du den Weg? Dort ist es nicht sicher. Nicht mal für jemanden, der so mutig ist wie Sie. Da gibt es Monster. Du kennst den Weg dorthin? Ja, ich kenne den Weg. Man muss über den Mörderpass. Nicht wirklich eine sichere Strecke, aber die einzige Tür, die funktioniert. Ist das der einzige Weg? Das ist der einzige Weg, der funktioniert, ja. Die andere Tür war schon kaputt, als ich noch nicht mal auf der Welt war. Der Computer ist im Eimer und sogar Joseph kann ihn nicht reparieren. Wo finde ich Joseph? Ich bin der Bürgermeister und kein Babysitter, Mungo. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er da hinten bei der Tür. 0 Ahnung. Ich möchte gerne über den Mörderpass zu Vault 87. Sind Sie sicher? Da drin ist es wirklich schlimm. Nicht mal ich gehe gern dort rein, obwohl ich echt Mumm habe. Ja, ich bin mir sicher. Okay, wenn Sie meinen. Na los, gehen wir das Tor für Sie öffnen, Mungo. Warum nicht gleich so? Danke, danke, Herr im Himmel. Ich bedanke mich, dass du mich von McCready befreist. Wirklich. Eine Pestbeule, größer noch als jede Warze und Hämorrhoide im Arsch. Genau. Entschuldigung meine Ausdrucksweise, aber ich mag ihn nicht. Ich mag ihn da nicht und ich mag ihn in Fallout 4 nicht. Na was ist? Mach auf, erst. Ah. Er braucht die Prinzessin. Armes Stück. Wiederschauen, McCready. Mach's gut. Liebe Grüße an die Verwandten. Baba.